Men nu vill jag ha det som är längst ifrån mig. Det som är utom räckhåll. Är du en av de sakerna, tro? Här är det, min födelseplats. Men han är inte här. Jag är inte här. Och nu borde du lämna den här platsen. Jag vet varför du kom hit. Jag vet vad det är du bär med dig. De sa till dig att det var ett vapen. Och ett vapen är det. Men inte på det sätt du tror. De har utnyttjat dig eftersom de fruktar mig. De fruktar att komma nära mig som om jag vore en smittsam sjukdom. Så de sände dig istället. De sände dig till din död, men inte till min. Du borde inte dödas av dem. Är det av nu? Skynda dig. Und somit grüß dich zu diesem kleinen weiteren Format, das ich jetzt heute sehr spontan überlegt habe. Ich habe es ja schon mal angedeutet, dass etwas in die Richtung kommen wird, aber ich bin gerade in Vorproduktionslaune. Ich habe heute schon und gestern und vorgestern immens viel vorproduziert, BZW an Intros geschnitten und dies und das und tralala. Und in diesem Format möchte ich dich mitnehmen auf meinen Weg zum Erstellen des Story-Videos. Genau, ich habe das Story-Video schon mal in einem Video angedeutet, die Arbeit dahinter und so weiter und so fort. Ich blende dir nun jetzt mal ein, was es schon für eine Arbeit war, sich die gesamten Story-Missionen rauszuschreiben. Wie du siehst, das sind insgesamt, kann ich dir zeigen, kurz einen Blick. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten. Genau, es sind 7 Seiten, mit die ich da arbeiten muss, und die Geschichte, wenn ich sie dir reell oder realistisch darstellen soll, muss ich noch einen Storyverlauf gehen, der in der Generation Zero Wikipedia drinnen ist und auch angedeutet wird. Ich werde immer wieder auf Passagen eingehen im Spiel. Ich werde hier und da auf einen Kommentar von den NPCs eingehen und auch zu den Hinweisen, die wir in der Welt finden. Das brauche ich und das möchte ich dann später etwaig ins Story-Video mit einbauen. Das große Problem. Ich habe im letzten Durchlauf einen Fehler entdeckt. 2 Fehler. Und zwar, es gibt eine zusätzliche Mission in der Bergregion, die habe ich noch nicht gefunden. Die werden wir suchen in diesem Durchlauf. Und am Ende. Ich habe mit einem Abonnenten vom Ü40 dieser Tage geschrieben, weil er die Story nicht ganz... Er hat nicht gewusst, warum die Maschinen angegriffen haben. Das habe ich ihm dann versucht zu erklären. Und ich bin aber dann auf einen Gedanken gestoßen, den ich noch nicht kapiere. Kapieren ist das falsche Wort. Ich weiß zwar, worum es geht, doch sind 2, 3 Dinge, die mir noch unschlüssig sind. Da muss ich fürs Video einen Wortlaut finden, der dir zeigt, warum und wieso. Ich bin ja jetzt unbedingt rhetorisch bin ja Nierten, das muss ich dazu sagen. Aber ich muss was finden, dass ich dir das Glaubwürdige umbringe. Sagen wir es einmal so. Und daher auch dieser Durchlauf noch einmal. Genau. Und Entschuldigung, ich habe es in einem Video schon gesagt. Ich entschuldige mich dafür, dass Generation Zero und Fallout 4 nur mehr sonntags kommen. Ich entschuldige mich dafür und
wie du am Anfang vom Video gesehen hast, wie ich das ganze Video aufbauen will. Ich möchte eine gewisse Atmosphäre schaffen. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt mit einem Gameplay hinten und einem Skript überrattern. Ich möchte dir die Ereignisse im eigentlichen Sinne darstellen. Das heißt, mit dem ersten Ereignis, mit dem ersten kleinen Ereignis in den 70ern. 4 Jahre vorm Tag des Angriffs. 8 Jahre vorm Tag des Angriffs und. Da ist er weitaus mehr. Und die Welt ist dazu, man kann der Story folgen, nur spätestens wenn man ins Ackerland kommt, öffnet sich eine Welt mit zig Wegen. Richtig. Und ich werde den normalen Weg der Geschichte gehen. Wir werden ziemlich viele Gefechte auslassen. Kann sein, dass uns etwaig einige Gefechte unterkommen, aber der Fokus liegt auf der Geschichte. Genau. Und Generation Zero Guerrilla hat einen eigenen Spielstand. Der aktuelle Spielstand, den siehst du unten auf der Hauptseite, da wird es schon eingerichtet. Generation Zero, was bisher geschah. Es ist eigentlich in der Reihenfolge, wie ich sie bis jetzt gespielt habe, dieses Spiel. Und in einem zukünftigen Aufwand-Café, was ich dann ins Generation Zero Let's Play, wurscht jetzt ob Guerilla oder beim aktuellen Spielstand mit einbaue, das werden wir dann noch sehen, wie ich das mache. Dort werde ich dir dann den weiteren Verlauf von Generation Zero auf meinem Kanal erzählen. Zum heutigen Spielstand kurz erklärt. Ich werde auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Ich werde ohne DLCs spielen, ohne zusätzliche Waffen. Wir werden kein Motorrad benutzen, wir werden kein Fahrrad nutzen. Wir werden auch keine DLC-Waffen nutzen. Wir werden das nehmen, was uns die Welt offenlegt. Genau. Und ich hoffe, wir haben gemeinsam eine Gaudi in der Zeit. Genießt die Zeit und ich werde euch schauen, dass ich euch so gut wie möglich amüsiere und euch dann später ein gutes Video abliefere. Genau, so ist es. Und ich werde euch mit auf die Reise nehmen zum Story-Video, zum Entstehen des Story-Videos mit immer wieder kleinen Videos. Wurscht, ob jetzt kommentiert, unkommentiert. Das wirst du dann alles noch sehen. Auch dieses Format wird eine eigene Playlist erhalten. Das wird dann alles aufploppen. Und ich hoffe, dass wir dann gemeinsam unseren Spaß haben. Genau. Über Kommentare freue ich mich und immer wieder werde ich im Community-Tab was wie sagt man, anpinnen oder andingsbumsen. Ja, du weißt was ich meine. Also dann, ich wünsche dir was, schönen Sonntag. Hier in der Steiermark ist es sehr sonnig, bei etwaigen Minusgraden. Und wir hören und sehen uns dann in einem weiteren Video wieder. Baba dabei.